würde gerne noch beten für den Christoph. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Christoph dein Wort geöffnet hast zu dem Thema. Ich danke dir, dass du ihn ausgerüstet hast mit aller Weisheit, mit Kraft, mit Mut, jetzt auch über das schwierige Thema zu reden. Aber ich danke dir, dass er auch unser Ermutiger darf sein in deinem Namen. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du den Christoph reich segnest und uns, die wir zulassen. Amen. Amen. Danke. Der Salomo hat verschiedenste Lebensweisheiten gesammelt, es zusammengestellt im Buch der Sprüche. Und zu unserem Thema steht Kapitel 15, Vers 15. Wenn man bedrückt ist, sind alle Tage schlecht. Aber mit fröhlichem Herzen ist jeder Tag ein Festmahl. Ich denke, so ein bisschen ist zwar schwarz-weiß, oder? Aber irgendwie kennen wir das, dass in unserem Leben die Stimmung ein bisschen schwarz-weiß kann sein. Da sind wir deprimiert, frustriert aus irgendwelchen Gründen. Und da ist der Tag schlecht. Ja, alle Tage schlecht. Ach, das ganze Leben ist doch schlecht. Wir sehen alles düster, sind entmutigt. Aber eben fröhliches Herz, ein Silbertablar, wie es Priska im Bild beschrieben hat. Natürlich, es gibt da so ein paar Probleme im Leben drinnen, oder? Aber eigentlich ist jeder Tag ein Fest, wo wir uns freuen können. Es läuft so rund und wir essen gut und was weiß ich was, oder? Ja, natürlich, wir werden jetzt die zweite Variante da wählen aus dem Spruch. Und wollen natürlich auch, dass das bei den anderen auch so ist. Und ist jetzt Ermutigung, der Weg vom einen zum anderen im Sinn Kopf hoch. Ich sehe das nicht alles so dunkel. Nimm es nicht so schwer. Freu dich einfach, es gibt auch noch Schönes. Was ist eigentlich Ermutigung? Also nur Kopf hoch ist sie nicht. Ich habe mich darauf geachtet im letzten halben Jahr, was hat mich ermutigt. Das war schon mal im März, eine Seniorenpastorenwoche. Eine Frau, die ich nur im Namen nachgekannt habe, kommt auf mich zu und sagt, hey Christoph, das ist eine Ausstrahlung. Aha. Ich weiß nicht, ob mir das jemals schon jemand gesagt hat, aber für mich hat es geheissen, das ist eine Auswirkung von der Einstrahlung. Wenn das Angesicht Gottes, auch gerade besonders in der Stille, leuchtet über mir, dann müsste das eine Ausstrahlung geben. Das hat mir so gut getan. Oder das sind nachher Sommerferien gewesen, wo wir uns wieder gewagt haben, seit Jahren zu Frankreich, als Meer, eine Badeferien. Barbara hat da gesundheitliche Probleme gehabt, wo sie und mich sehr verunsichert haben. Und dann haben wir ein WhatsApp bekommen, ein gesprochenes Gebet, Sprachnachricht per WhatsApp. Und WhatsApp haben wir eigentlich nur in der Nähe von der Hauptzentrale gehabt, dort von dem Campingplatz, zumindest auf der Straße, und haben das gelesen. Und mir sind Tränen runtergekommen. Das haben auch die anderen gedacht, oder? Da stehen zwei und hören aufs Nattel. Einfach, was es so etwas einfach gut tut. Oder einfach so echt sein. Natürlich, was jetzt Priska gesagt hat, wo sie überall dran sind, jetzt an Schwierigkeiten, das ist schon eine Last, aber auf eine Art einfach so echt sein, da vorne zu stehen und können sagen, so geht es uns. Ich finde es ermutigend,
wenn jemand kann sagen, ja, wenn ich so regelmäßig zur Kontrolle wegen Krebs, Rückfallquote muss gehen, das löst Angst aus. Wir fühlen uns verstanden und denken nicht, dass wir es immer wieder haben und müssen lernen, damit umzugehen. Wir sind so komisch. Nein, echt sein, offen sein, authentisch, das ist eben auch schon Ermutigung. Aber jetzt ein anderes Beispiel. Anti-Ermutigung. Es ist sicher schon 25 Jahre her. Ich habe viel daraus gelernt. Vielleicht ist mir das mehr in die Seele rein als nur eine Ermutigung. Gemeindesituation, dazumal meine Arbeitssituation, hat sich immer mehr Berge von Schwierigkeiten, vor allem Berge von Schwierigkeiten, Hoffnungslosigkeit, Frustration breit gemacht. Ich habe keine Lösungen gesehen, was könnte man jetzt noch um die Gemeinde an der Existenz halten, geistlich fit zu machen. Was könnte man auch machen? Ich war in der Stille, völlig deprimiert und habe Gott gebeten, schenke mir eine Ermutigung. Ich brauche Ermutigung. Das Telefon läutet, hoffnungsvoll nehme ich es ab und es ist das Gegenteil. Ein Mensch, der den Berg von Schwierigkeiten noch grösser macht. Ich habe dann eine Stunde zugelassen, immer wieder das Nasentuch genommen und bin noch viel deprimierter und düsterer gewesen. Ich habe daraus gelernt. Ihr werdet jetzt einiges auch hören in der Predigt drin, was ist eigentlich Ermutigung, die greift. Ich habe dann gelernt, Christoph, bin nicht abhängig von der Ermutigung von anderen Menschen, sondern mache es eigentlich wie der David. Den Vers habe ich noch nicht gekannt dazumal, aber einfach schöpf Mut bei Jesus. Dann etwas Nächstes, lass Frustration nicht einfach an anderen aus, sondern verarbeite sie selber. Habe ich gelernt, an dem Anti-Beispiel. Ich habe gelernt, bevor du etwas sagst, interessiere dich zuerst einmal, wie es dem anderen geht. Sonst kannst du es noch gut gemeint haben, aber der andere ist nicht in der Verfassung, das zu verarbeiten. Und solidarisiere dich mit dem Problem, das der andere hat. Also Gemeinde ist nicht einfach eine Sache vom Pastor und das Gemeindeglied kann sagen, schau du, sondern auch Gemeindeglieder sind gemeint. Und nicht einfach nur das Gegenüber, es sind deine Probleme. Also das führt uns jetzt zu dem hinein, fasse Mut, heisst das erste Mal, wir gehen jetzt zum David, das ist der eine Teil von dieser Predigt, und nachher dann zum Barnabas ins Neue Testament. Die Begebenheit, die Geschichte mit dem David, der deprimierte, völlig deprimierte David, 1. Samuel 30, wir nehmen mal so ein bisschen den Hauptvers für das Thema, der Vers 6. David war in schwerer Bedrängnis. Seine Männer drohten offen damit, ihn zu steinigen. So erbittert waren sie über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Aber das Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott, gab ihm Mut. Der David war deprimiert. Wir schauen jetzt einfach, was das alles der Hintergrund ist. Er war deprimiert über die fortlaufende Ablehnung in seinem Leben. Ablehnung, nicht gefragt zu sein, übergangen zu sein, das macht uns mutlos.
Er war der Jüngste, vergessen gegangen in seiner Familie. Er ist der Erzfeind geworden vom Saul und ist jetzt da ständig auf der Flucht. Momentan ist er jetzt gerade bei den Philister mit seinen 600 Leuten, die sich dann um sich herum geschart hat. Und dann haben die Philister zur Mobilmachung aufgerufen. Sie wollten gegen Israel Krieg führen. Ein Kommandant hat gefunden, mach du mit. Du bist ein loyaler Mensch. Und er ist zu dieser Mobilmachung gegangen. Die anderen Kommandanten haben gesagt, nein, den wollen wir nicht. Das ist ein Israelit, der könnte überall laufen. Dem trauen wir nicht. Haben ihn abgelehnt. Und er ist wieder mit seiner Mannschaft heim. Also heim heisst wieder ins Philisterland zurück, von dem Armeesammlungsplatz auf Ziklag. Als er dort heimgekommen ist, hat er es nicht mehr gekannt. Die Häuser haben nur noch geraucht, es war einfach alles niedergebrannt. Es hat keine Bewohner mehr gehabt. Von all diesen Leuten, auch seiner eigenen Familie, war niemand mehr herum, weder Frau noch Kind. Völlig deprimiert. Und einfach so, ja, wo wir Niederlagen haben, wo wir frustriert sind, wo es nicht gelingt. Ja, wo all die Schwierigkeiten und Schicksalsschläge kommen. Hey, David war in schwerer Bedrängnis. Ablehnung und jetzt, wie soll es weitergehen? Und wo ist jetzt Ermutigung, oder? Jetzt hat er die 600 Leute, die er immer geleitet hat und die sind jetzt frustriert. Natürlich, das können wir völlig verstehen, oder? Die haben jetzt auch niemand mehr, oder? Also Frauen und Kinder auf die ganze Familie ist irgendwo. Da sind Amalekiter gekommen, so mit Truppenbanden, oder? Und haben das alles geklaut. He? Wie soll es weitergehen? Keiner mehr, kein Jonathan, niemand mehr, ringsum allein. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Und das ist ja eigentlich eine wichtige Realität. Wir haben nicht immer einen Jonathan, wir haben nicht immer jemanden, der uns ermutigen kann. Die Hauptermutigungsquelle ist Gott. Jetzt nochmal zu dem Vers 6. Heißt Elberfelder wörtlich, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Er hat seinen Gott gesucht, er stärkte sich. Sicher richtig, dass das auch mit Mut zu tun hat, Kraft und Mut. Es braucht Kraft, trotzdem dann weiterzugehen. Es braucht Kraft, dran zu bleiben. Der David hat das gemacht. Ich denke, er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott zeigte Beziehung. Er hat die Beziehung gepflegt, er ist in die Stille gegangen. Ich meine, so ein Auto mit der Batterie oder das Nattel, das lädst du nicht in 30 Sekunden auf, oder? Wie schnell kannst du die Losung lesen und dann läuft es wieder. Das braucht Zeit. Aber es heisst ganz klar, Gott ist die Stärke. Ist ja interessant, wenn ich das nachgeforscht habe, oder? Also zum Beispiel der Hiskia, der Name Hiskia, oder? Heißt, Gott ist meine Stärke. Das kommt das gleiche Wort drin vor. Gott ist Kraft. Mut per Definition heißt, meine Kraft ist grösser als meine Schwierigkeit. Und darum bin ich mutig. Meine Kraft ist grösser als meine Schwierigkeit.
Aber es ist Hochmut, wenn Menschen sagen, ich habe es im Griff, das schaffe ich schon, das mache ich locker. Ich habe mein Leben alles im Griff. Das ist Hochmut und nicht mehr geistlicher Mut. Aber der David hat jetzt eben Kraft geschöpft und einfach gewusst, hey, ich darf mit meiner Ohnmacht, mit meiner Überforderung, mit meiner Ratlosigkeit, ich komme jetzt einfach von Gott. Wir haben von der Priska den Psalm 34 gelesen. Es gibt so viele Psalmen von dem David, wo man, wenn man das lesen, sich gestärkt hat in dem Herrn, seinem Gott. Also seine erste Aktivität war völlig deprimiert. Was soll ich jetzt? Ich gehe in die Stille. Ich sage, der ganze Frust, den ich jetzt habe, und meine Ratlosigkeit, wo sind jetzt die Leute und wann ist der Überfall passiert und leben die überhaupt noch? Ich sage das Gott. Seine nächste Aktivität war, dass er Gott gefragt hat. Dann fragte er den Herrn, soll ich diese Räuberbande verfolgen? Wo sind sie echt? Habe ich noch eine Chance? Wir werden später in der Geschichte sehen, die sind mindestens 3 Tage vorher da gewesen. Mindestens. 3 Tage Vorsprung, mindestens. Wo sind es echt, die Amalekiter Räuberbanden? Und es sind mehrere. Also wenn wir deprimiert sind, die einen würden sagen, ja, kann man jetzt nichts machen. Wir beten jetzt einfach. Also das ist jetzt in Klammern gesagt, so, oder? Also einfach so, wir verharren jetzt, wir machen jetzt nichts, oder? Da muss jetzt Gott schauen. Stimmt auch, oder? Und die anderen so, jetzt müssen wir los, oder? Also denen zeigen wir es, oder? Einfach so unplant. Und beides ist nicht richtig. Ja, vielleicht seid stille dem Herrn und vielleicht auch gang los. Also, als er dann die Antwort gehört hat, hey, gang los, dann hat er ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, oder? Aber er hat seine 600 Leute wieder können mobilisieren. Wir gehen los. Gott schaut, dass uns gelingt. Seine erste Aktivität, er hat sich gestärkt in Gott. Das zweite hat er gefragt, was soll ich machen? Zeig du den Weg, dass ich nicht einfach in Aktivismus bin oder einfach wie gelähmt bin. Und dann das Schöne, Gott lenkt die Geschichte. Durch Schwache. Durch einen Verdurstenden. Also da verfolgen sie, oder? Da rennen sie und machen es, oder? Irgendwo, ja, es sind Amalekiter gewesen, irgendwo in das Gebiet rein. Aber wo? Das sind nicht einfach Autobahnen mit Ausfahrten gewesen und so, wo du überall hast können schauen, oder? Und da findet sie nachher so einen, der ist am Sterben am Wegrand. Nicht mehr ansprechbar. Sie geben ihm ein bisschen Wasser, sie geben ihm ein bisschen zu trinken, oder, dass er wieder ein bisschen zu sich kommt. Oder? Dann kann er wieder langsam reden. Und dann sagt er, ich bin ein ägyptischer Sklave, bei den Amalekiter, und dann bin ich krank geworden. Und dann haben sie mich da einfach wahrscheinlich mitten in der Wüste liegen lassen. Ja, so sind die Amalekiter gewesen. Ja, die Maschine ist jetzt kaputt gegangen, oder? Also jetzt lassen wir sie liegen, oder? Wie ein verrostetes Auto. Aber dann hat er, okay, also wenn ihr mich leben lasst, ich zeige euch den Weg, wo einmal die ihr Revier haben. Und von dort her haben die genau gewusst, so in den unwegsamen Gebieten, wo die Räuberbanden, und dann haben die natürlich dann gefeiert, da, tageweise, weil sie haben ja eine riesige Beute gemacht, oder? Und so hat
Gott das gelenkt, dass sie gefunden haben, oder? So beim Saufgelage, Abend, oder? Und haben dann können am Morgen früh angreifen und befreien und selber grosse Beute machen. Gott lenkt die Geschichte, das ermutigt. Also Gott gibt Kraft, Gott antwortet auf Fragen, vielleicht nicht auf alle, und er lenkt die Geschichte. Und jetzt kommt eine weitere Herausforderung, auch wieder zum Thema Ermutigung. Jetzt sind nicht alle 600 bei dieser Befreiungsaktion dabei gewesen. 600 sind ausgezogen. Im Vers 9 lesen wir jetzt von dem 1. Samuel 30, oder? Der David ist aufgebrochen, dann sind sie zu einer Flussüberquerung gekommen und einfach 200 müssen sagen, ich mag nicht mehr, ich bin erschöpft. Es sind zwar meine Frauen und meine Kinder, die ich befreien will, aber ich schaffe es nicht mehr. Und der David hat gesagt, okay, bleibt da. Bewachen einfach das, so ein bisschen unser Proviant und was wir sonst noch dabei geklebt haben. Wir gehen über den Fluss und dann greifen wir an. Die nachher dann zurückgekommen sind nach dieser Befreiungsaktion mit Frau und Kind und Beute und so, die 400 Mann, oder? Sind nachher zurückgekommen zu den anderen 200 und ja, ihr seid doch kein Schwächling, oder? Wir sind die Mutigen, wir sind die Starken. Was wollt ihr, oder? Ich kann ja froh sein, dass wir eure Frauen und Kinder befreit haben, oder? Aber der reiche Beute, oder? Also der Lohn, oder? Der Cash, oder? Das behalten wir. Wir haben die Arbeit gemacht, oder? Ihr seid davon faul, ein bisschen gepflegert am Fluss, oder? Ja. Und der David sagt, das gehört sich nicht. Befreiung hat Gott gemacht und jeder hat gleich viel Lohnsgut. Die Starken und die Schwachen. Die einen haben gekämpft und die anderen haben den Tross beschützt. Das ist Ermutigung. Der Entmutigte stärkt sich in Gott. Er erfährt dort Wegweisung und wie Gott Geschick lenkt und wird zum Ermutiger. Sind alle Menschen gleich wert. Ob sie jetzt zu den Starken oder zu den weniger Starken gehören, alle haben Ehre und Wertschätzung verdient. Also, mein eine Ziel in dieser Predigt ist euch zu sagen, wir können nicht einfach sagen, schaut, wir haben so wenig ermutigende Menschen um mich herum, oder ich bin das Opfer von diesen vielen Entmutigungen, ich habe nichts dafür. Das stimmt nicht. Gehen wir zum zweiten Teil, zum Barnabas. Neues Testament, Apostelgeschichte. Einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Er hat Josef geheißen. Aber in der Bibel drin, nachher, wird er nur noch Barnabas genannt. So ein Übername. So ein Charaktername. Der Ermutiger. Jerusalem war er da, oder? Also eigentlich von Zypern ist er gekommen. Jerusalem war er. Jerusalem, ein riesiges Gemeindewachstum, diakonische Arbeit haben sie aufgetan. Die Wirtschaftslage war in dieser Zeit nicht so super, oder? Sie haben viel Cash gebraucht. Und der verkauft sein Land. Der ist jetzt Zypern. Und hat Land in Jerusalem. Will er dort auch ein Ferienhaus bauen? Oder was soll das Land? Vielleicht hat er das geerbt. Aber das ist das Land von seiner Beerdigung.
dort sollte sein Grab sein. Weil wenn ja Jesus wiederkommt, oder nein, wenn Jesus kommt, er als Jude, als Levit, dann wird er ja, und wir wissen, die schon auf dem Mühlberg da hin und her geklettert sind, ich habe es mal schon dürfen zwischen diesen Gräbern, oder? Die Gräber sind dort, weil dort kommt dann der Messias. Und dann ist man ganz nah beim Geschehen, wenn er dann dort auf den Ölberg kommt. Und obwohl er in Zypern gewohnt hat, hat er dort beerdigt sein und er verkauft sozusagen sein Grab. Seine Nähe zum Ölberg. Warum? Er hat gewusst, Jesus, der Messias, ist gekommen. Und der ist jetzt nicht einfach auf den Ölberg dann gekommen, sondern der ist schon mal gekommen in Jesus Christus. Und wenn er wiederkommt, spielt es keine Rolle, ob ich beim Ölberg beerdigt bin oder irgendwo auf der ganzen Welt. Das gibt dann die Entrückung. Hey, das Grundstück brauche ich gar nicht mehr. Und er verkauft es. Er lässt los, weil er etwas viel Grösseres hat. Das ist Ermutigung. Ermutigung ist eine Tat. Es ist nicht nur schöne Worte, Gott ist bei dir und so weiter. Aber das muss man spüren. Jakobus sagt, was nützt es einem Hungernden, wenn du sagst, Gott segne dich, oder? Nein, der braucht zu essen. Und ich habe schon viel erlebt, einfach weil ich ja auf Hilfe und Fahrdienst angewiesen bin. Erstens einmal, der Fahrdienst bringt mich von A auf B, aber es ist für mich seelisch eine Ermutigung. Das ist eben die Solidarisierung mit der Schwierigkeit vom Anfang, die ich da in dem Antibeispiel gebracht habe. Das braucht es. Also auch können mittragen. Das ist Ermutigung. Anteil nehmen, das ist Ermutigung. Das ist das, was jetzt der Barnabas gemacht hat. Dann haben wir wieder ein Zeitchen, wo wir von Barnabas nichts gehört. Bis wieder Apostelgeschichte 9. Dort kommt er wieder vor. Der Paulus ist Christ geworden, unterwegs auf Damaskus, hat das Zeitchen in Damaskus verbracht und kommt jetzt auf Jerusalem. Und als Christ ist ganz normal, du suchst jetzt Gemeinschaft mit anderen Christen. Und er findet sie nicht. Ja, eigentlich ganz begreiflich, oder? Es ist ihm ja jedem, dem Christenverfolger, ist ja jedem ausgewichen. Er will ja nicht als Märtyrer wegen dem Paulus, da, dem Hardliner, dein Leben lassen. Und da war voll Misstrauen, oder? Also dem, nein, wollen wir nicht. Und der Barnabas ist der Brücken baut. Natürlich heisst ein Christ nicht einfach so, er muss jetzt einfach gutgläubig sein, blindgläubig sein, jedem, der da ein bisschen tut, das wäre ein Christ, oder? Also es hätte ja gut können sein, dass das ein Spion ist, der Paulus. Und noch ausfindig macht, wer gehört da alles zu dem, oder? Und nachher eine Razzia macht. Hätte können sein. Gibt es in verfolgten Ländern falsche Brüder und Schwestern. Aber der Barnabas setzt sich ein, er ist ein Brückenbauer und sagt, gebt dem Paulus eine zweite Chance. Natürlich ist er selber schuld, dass ihm das Misstrauen entgegenkommt. Aber schaut mal die Veränderung, die er hatte. Das ist ernst gemeint. Er hat Seiten gewechselt. Er hat plötzlich von Jesus angefangen zu reden. Und seine Freunde, die er dazu mal hatte, unter den Pharisäern, die sind Feind geworden. Er hat ja ständig auch wieder müssen auf der Flucht sein. Hey, also das kann nicht einfach ein Spion sein, der am Schluss selber verfolgt wird. Setzt das Vertrauen. Gebt ihm eine zweite Chance. Ein Neuanfang.
Ob jetzt einer gescheitert ist in der Ehe, ob er jetzt gescheitert ist, wo irgendwo auch, wir wollen doch so eine Kirche sein, wo Menschen eine zweite Chance haben. Und wenn sie nur schon fremd sind oder die Sprache nicht so gut können, einfach Ermutiger sind Brückenbauer. Die übersehen werden, denen, wo man misstrauisch oder die, wo man einfach nicht so kennt, das sind Ermutiger. Also einfach, das ist ein bisschen der Horizont erweitert. Ermutigung ist auch der Tat, eben das Grundstück verkaufen. Und Ermutigung ist Brücken bauen, dass sich alle, auch die Neuen, in unserer Kirche wohlfühlen. Ein dritten Text haben wir dann jetzt zum Abschluss. Einer, der mir einfach super gefällt. Da ist jetzt nun ein paar Kapitel wieder später, Apostelgeschichte 11. Das war Verfolgung nachher in Jerusalem. Alle Christen haben sich in alle Winde sind zerschlagen worden. Und jetzt ist eine Gemeinde entstanden in Antiochia. Das gehört nicht zu Israel. Das ist eine Mischkultur. Es hat Juden, es hat aber auch Heiden. Römer und Götzen und was weiß ich was. Also einfach, ist ja gleich, oder? Also, heutzutage hast du auch viel Einfluss. Und jetzt muss er schauen, also als bewährter Mann, aber er macht es als Ermutiger. Wo sind die Gefahren? Und Gefahren hat es. Also wenn man Paulus' Brief lesen, da hat so viele Irrlehrer, die auch in die Gemeinde eindringen. Also es ist nicht einfach immer, gehst schauen, das ist sicher alles gut, oder? Und sein Resümee ist, als er sah, was Gott durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Das hat ihn ermutigt. Einfach, da ist Gnade. Da ist geschenkte Liebe. Das ist nicht Leistung. Das sind Gnadengaben, das ist Veränderung in der Beziehung, das ist Vergebung. Da werden Ehen wieder heil. Da geht man anders miteinander um, als er die Gnade sah. Da hat man etwas gesehen. Eine Veränderung gesehen. Das ist sicher noch nicht himmlisch zu und her gegangen, ganz klar, oder? Die sind noch nicht vollkommen gewesen. Aber man hat schon etwas gesehen. Ein bisschen aufgekeimt. Ja, das ist es doch. Und wenn es auch unser Leben betrifft, weißt, einfach so, wir sind noch nicht perfekt und vollkommen, aber es ermutigt, wenn wir zurückschauen und sagen, Jesus, ich will deine Gnade sehen in meinem Leben. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Das ist Ermutigung. Bleib bei Jesus. Mach nicht dieses und jenes auch noch ein bisschen mehr. Weißt, du könntest noch ein bisschen mehr und du müsstest einfach bei Jesus sein. Ungeteilte Hingabe, habe ich so nachgedacht, bin ich's? Ja, heisst das einfach jetzt nur, dass ich noch vielleicht verborgene Fähigkeiten oder Finanzen habe, wo ich auch noch ein bisschen mehr müsste ins Reich Gottes investieren? Oder heisst ungeteilt, Jesus, ich bin da mit den Stärken und den Schwächen. Mit dem Sieg und den Niederlagen. Mit dem fröhlichen Moment, mit dem Silbertablett und mit dem Blechhaufen von Tablett. Ich bin da. Einfach der ganze Christoph, der gehört zu dir. Ungeteilt.
Es gibt noch viel zu sagen zu diesen Vers oder zu dem. Wir nehmen uns jetzt 2-3 Minuten einfach Stille mit ein bisschen Begleitsound. Die Gnade sehen in deinem Leben und in unserer Kirche Kreuzpunkt. Und einfach zu sagen, alles, was ich bin, das gehört dir.